Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Ich freu mich, dass ihr wieder rinkickt. Die Tite ist sogar wieder rum. Lass uns mal glicks anfangen. Ost gegen West. Dörthein tau Dörthein. Also wir sind hier noch nicht wie Olympia. Das wollte die Gefangenen utuscht mit Russland. Die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Dörthein tau Dörthein. Also eigentlich doch unentschieden. Gewonnen hat aber wohl doch Russland. Ja, sie hat das ein spektakuläre aufgebaut. Und sie haben ja auch den prominentesten Gefangenen dabei. Den Tiergartenmörder. Roten Teppich, Bett an der Flugzeug, ja selbst noch hoch auf die Flugzeugtreppe. Militärspalier mit den höchsten Garden, Blaskapell und uns Hochwürden, wie du mir Wladimir Putin höchstpersönlich, hätte dort ein Ostraudis in Empfang genommen, sozialistische Begrüßung, Schulterkloppen und wat eins noch so dort tau gehört. Alle ward sie befördert und kriegten Orden für besondere Dienste für das Vaterland von Mutter Russland. Die Tiergartenknipse, die kriegt eine ganz besondere Beförderung, er kriegt einen Posten wie der Novos-Utbildung. Da kannst du deinen Kopf schön oder auch laden. So läuft das durch. Und die dort ein Westraudis, man hätte noch grad so das Flugzeug sein. Olaf Scholz wollt auch durch, hätten Betten was sagt, aber das wollt denn auch all. Wobei noch nicht mal genau klärt ist, ob das auch alles Raudis wollen. Also Russland sagt, das Raudis wären sind. Einer hat wohl bloß ein paar Gummibärchen in der Tasche mit ungewöhnlichen Substanzen. Dabei hat Forscher doch sowieso gut gefunden, dass Gummibärchen ungewöhnliche Substanzen hat. So, nu aber rüber nach Amerika. Ha ich bei min letzte Sendung 2 Stunden teuf, ha ich jau all vertellen können, dass Joe Biden nu doch nicht mehr kandidieren will. Wenn man sich ankickt, wie langsam er läuft, dann haben wir das ja auch wetten können. Also, dass er auch so lange braucht, zu überlegen, dass er nicht mehr kandidieren will. Aber nu ist klar, Kamala Harris war die demokratische Präsidentschaftskandidatin. Und auf einmal ist Donald Trump der Griesgram. Das passt im Anschieden überhaupt nicht. Und wenn blass ist hier auch geworden. Für Haspel hat er sich denn auch all öfters mal, aber wir dürft ihm noch nicht ganz abschreiben. Nee, ein Vierteljahr ist das hier nur noch. Ne? Ich will singen, Verhang ob Beton letzten Akt. Verhang ob nur für Helmut. Der will ja nur auch noch mal was vertellen. Helmut! Moin, hier bin ich bitte, Jan Helmut. Hast du das auch mitkriegen in den letzten Wochen? Da ist das Begleden hier grot wieder Thema geworden. Ich mein hier das begledete Trinken. 15-Jährige dürft in Bekleedung von de Öllen oder andere sorgeberechtigte Personen einmal einen Lüttenschluck Bayer, Sekt oder Wien tausig nehmen. Sorgeberechtigt, so ist die offizielle rechtliche Beschreibung. Also man darf sich berechtigt Sorge machen. Aber wo kannst du die nicht überall begleden lassen? Hab ich gedacht und gut gefunden. Also wie den Führerschein mit Samtein kannst du die begleden lassen. Das hat sich sogar als sehr sinnvoll gut stellt. Oder du kannst sie mit den Wannen begleden lassen. Also wenn du nicht mehr allein klar kommst und nicht in Heim will, dann kannst du dir jemanden in die Wohnung oder mit nach Hus nehmen, die durch so ein Betten begleden, deit, oder in der Schaul, wenn du durch so ein Betten Last hast,
da kannst du die auch begleden lassen. Oder aber wenn du nicht mehr kicken kannst oder wenn du ja, schlecht verfault bist, dann kann die sogar einen Hund begleden. Und wo ich noch auf lue, also du kannst die sogar bieten verreisen begleden lassen. Also ich will nun nicht verreisen, das habe ich gar nicht geplant, aber ich lue da ob, dass mir mal eine mitnimmt. Also Helmut so als Reisebegleitung. So meine ich das. Und zu allerletzt kannst du die auch beim Sterben begleden lassen. Also eine, die so den letzten Schluck zu trinken gibt. Wobei wir da auch werden nur betrinken sind. Und da kommt auch das begledete Trinken mit Feitheit drüch. Ist das nicht ein Betten Freu, hätte ich gedacht? Oder hat das nicht vielleicht sogar noch was mit der Konfirmation zu tun? Also, dass du vielleicht auf der Konfirmation einmal so das erste Mal so richtig Prost singen kannst. Und mit der Konfirmation darfst du den ja auch mit Abendmahl teilnehmen und da gibt's hier auch einen lütten Schluck Wien. Also rechtlich absichert. Ne? Weiß, was ich mein? Helmut, besten Dank. Und Sie können mir nur bitte Sportnachrichten begleden. Bundesliga ist schon noch nicht so richtig werde Ingang. Also sag ich, die HSV-Fans, die seid da ein Betten an ist, aber einmal gewonnen, einmal unentschieden, das geht einfach los. Totit läuft hier noch Olympia in Paris. Mitten in der Stadt. Also, das muss man den Franzosen schon taugestehen, das hätt sich auch hinkriegen. Und wird hier auch alles friedlich, das ist noch das Allerbest. Und die deutschen Sportler, ja, sie schlagt sich so ganz tapfer. Ich würde mal sagen, so im Mittelfeld sind wir so dabei. Das Gerangel um Platz 1 und Platz 2, also zwischen China und den USA, das ist auch noch nicht ganz entschieden. Also wer ist die stärkere Weltmacht? Wer ist die stärkere Dopingmacht? Doping, das hört sich nach meiner Meinung wieder so ein bisschen nach China an. Und Ping ist auch wieder Schluss und alles vorbei. Das wollen wir den Plattkanal mit Düt und Dat. Geneigt dann Sommer noch, schmiegt noch ne ollige Wurst um Grill, lasst ja dat Gaut gehen, kiekt mal wieder rein. Ich bin Jürgen Müller.